Guten Abend für Straßburg, guten Abend Charles Görens. Guten Abend, Herr Werner. Eine von den größten Themen am Moment, war doch immer in den Medien abgeholt wird, ist die Erweiterung von der EU. Die Kommission hat letzte Woche einen neuen Text publiziert. Was haltet ihr davon, wie ist ein bisschen die Stimmung hier am Parlament und wie soll das weitergehen? Ich habe den Standpunkt, den ist nicht majoritär hier im Parlament, weil ich der Meinung bin, dass eine Erweiterung muss zwei Aspekte berücksichtigen. Den ersten ist, als das Land, das an die Europäische Union will kommen, bereit für das zu machen. Da gibt es ein paar Kriterien, die nennen wir Kopenhagener Kriterien. Das sind ein paar politische Konditionen, die müssen erfüllt sein, ökonomische, und da muss auch der ganze Acquis von der Europäischen Union Angang von der Gesetzgebung vom Land, das will beitreten. Die wichtigsten sind die politischen Kriterien, die am Anfang verlangen, dass die Europäische Union Grundwerte schützt. Auch die Europäische Union hat zwar in Artikel 7, wo der Schutz als Ziel dargesetzt ist, mit Moyens für am Fall, wo die Grundrechte in einem Memberstaat verletzt gehen, durchzusetzen, die gehen nicht durch. Und ich hätte gedacht, dass noch gebessert wird, also für eine Erweiterung richtig zu gestalten, muss erstens dann bereit sein und zweitens muss die Europäische Union aufnahmefähig sein, was am Mengen an diesem Moment nicht das dürfen wir immer dicht verdienen und dann erweitern. Den immer im Abkommen am Moment an den Medien, den sich auch groß dazu geäußert hat, schon letztes Jahr im Oktober, aus der Macron. Wie wird den nun so oft genannt an den Medien? Was spielt 10 für eine Rolle? Das ist die Proposition, nämlich für die Europäische Union weiterzubringen. Und notamment an der Sache von der Verteidigung von der Europäischen Union hat der Klartext gesprochen, und es stehen voll und ganz, handelt man für gut, wenn die Totalität von den Memberstaaten von der Europäischen Union das selbst gegen machen. Ich weiß nicht, was ein Memberstaat kann davon aufhalten, das nicht zu machen, weil wenn es eng Ursache gibt, für was, dass die Europäische Union soll weitergeführt gehen, weiterentwickelt gehen, dann ist es, weil sie am Ende für den Schutz von den Grundrechten zu garantieren. Wann in ihr wohlverstanden die nötige Moyen gibt, für das zu machen. Das heißt, dass ein Land, das die verletzt, das muss sanktioniert gehen, und für das die Sanktion greift, muss einstimmig dezidiert gehen am Conseil. Und wenn wir 2 Länder haben, die an dem Fall sind, dann kann das sicher sein, dass wenn es zum Beispiel um Polen geht, für die zu sanktionieren, dass Ungarn den Polen hilft, das heißt, da kann die Unanimität gegen Polen nicht zustande. Und umgekehrt doch. C'est à hurler gegen den Franzosen, sondern ich bedauere, dass Macron am Anfang den einsamen Rufer an der Wüste ist und das nicht genug Unterstützung findet. Ich verstehe nicht, wie weit die anderen nicht mit auf den Zug sprangen. Und wir hatten das Problem von der Erweiterung der Europäischen Union schon so oft. Es ist nur in der Zeit, dass wir da nicht mit Cap machen. In unserem letzten Video hat man über die Konferenz auf die Future of Europe gesprochen. Wie kann das ein bisschen in Relation mit der Erweiterung von der EU stehen? Bringt die Konferenz etwas? Können dann wie kann das dazu beitragen, dass die EU deren abmischt oder mehr zumischt? Ja. An der Konferenz geht es am Anfang darum, zu wissen, was will man machen als Europäische Union. Wie muss es Banden ausgesehen, was will man draußen machen? Wir sind an einer Situation, die gegen Folgende muss charakterisieren. Wir sind zwar keine Entreprise mit der Europäischen Union, als aber eine Kompetition mit einer ganzen Partie anderen Länder, Blick, Systeme, wie wir als Konkurrenten, zum Beispiel China, Russland, die Vereinigten Staaten. China und Russland sind die einen sind eine Diktatur, die anderen sind eine Demokratur. Und an der Vereinigten Staaten haben wir einen Präsidenten, der den Multilateralismus über den Kopf gehalten. Und ich meine, wie gut, wenn Europa gibt das Vakuum da abfüllen, an der Liedhöhle von all denen, die unter zusammenarbeitet, an wesentlichen Politikfeldern interessiert sind, an dem sie sich ähnlichen, ob Konventionen, ob Spruchregelungen, für das weiterzuentwickeln, was unter der Ägide von der UNO oder anderen Foren, die wollen irgendwie die Welt ein bisschen weiterbringen. Ich kann dann, solange wie das nicht der Fall ist, eigentlich verpasst Europa eine riesige Chance. Und es ist schon etwas, was ganz brutal klingt. Der europäische Integrationsprozess ist nicht unumkehrbar. Und die Evaluierung muss auch Angang finden an die Konferenz über die Zukunft von Europa.
wir mussten alles machen, dat man dat bis lo geschützt huet seit 1945 erhalten bleibt. Okay, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. So viel Merci, da sind wir als Träger März an schönen Abend.